Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Der Herbst ist des Jahres schönstes Lächeln. Hallo und herzlich willkommen. Zaubert der Herbst auch ein Lächeln in Ihr Gesicht? Bei mir ist das so. Und gleichzeitig habe ich 3 Bilder im Kopf. Bunt gefärbtes Laub, goldener Sonnenschein, der wärmt. Es ist ein Fest für die Augen und auch ein Fest für den Gaumen. Weil gleichzeitig sehe ich reife Früchte, Felder voller Kürbisse und natürlich neuen Wein. Und mein zweites Bild, da verrate ich Ihnen ein Geheimnis. So im tiefsten Inneren von mir bin ich immer noch eine Sammlerin. Geht Ihnen das auch so? Pilze sammeln, Beeren sammeln, Nüsse sammeln und natürlich im Garten schauen, was der Garten in diesem Jahr an wunderbarem Gemüse gebracht hat. Das ist so mein zweites Bild. Und was ich auch wunderschön finde, dass man im Herbst den Erfolg sieht. Weil Gartenarbeit ist ja auch oft Mühe und Plagerei. Und im Herbst kann ich endlich ernten. Erntezeit. In der Erntezeit kann ich auch wunderbar nachverfolgen, ob es sich gelohnt hat. Weil man braucht ja schon Geduld bei der Gartenarbeit. Geduld und manchmal missglückt es ja auch und man hat keine gute Ernte. Mein drittes Bild, was ich im Kopf habe, ist so ein wenig philosophisch. Ich habe in meinem Kopf dieses Bild von meinem Leben und zwar als Garten. Ist unser Leben nicht auch wie ein Garten? Wir setzen Ziele und arbeiten darauf hin. Manche gelingen perfekt. Manche Ziele brauchen einfach noch Zeit. Und manches gelingt auch einfach nicht. Wie in meinem Garten. Manches, was ich gesät habe, sehe ich nie. Es kommt einfach nicht aus der Erde. Was haben Sie in diesem Jahr begonnen? Was ist bei Ihnen schon erntereif? Was muss noch wachsen? Und was ist nicht gelungen? Ich wünsche Ihnen in diesem Herbst Zeit, einfach mal Zeit hinzuschauen. Und zwar genau anzuschauen, was ist in Ihrem Leben sozusagen schon erntereif. Und dann feiern Sie diese Ernte und bestaunen Sie auch diese Ernte. Und wenn was nicht gelungen ist, dann kommt es einfach auf den Kompost. Und daraus kann im nächsten Jahr vielleicht etwas Neues entstehen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Herbst, voller Ernte und Freude. Und bleiben Sie behütet. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.